Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Wir gehen durch den einzigsten Weg, den es hier noch gibt, Richtung Baunama. Und da lauert natürlich Darkspawn. Wer hätte es auch gedacht? Hätte jetzt gedacht, dass hier Feenweser oder was als Gegner kommen. Obwohl das eine lustige Abwechslung wäre. Und Fee bzw. Feenweser, die können auch durchaus ziemlich creepy sein. Oder einfach nur so Pixie-Fee, ne? So. Okay. Machen wir da Rums und drauf. Das ist fast so Abschaum zu töten ziemlich gut. Deswegen kommt der nächste mal wirklich Erdbeben auf meine Liste und Inferno. Ui. Ja, der Abschaum zuckt noch. Halte mal der Gauler, ja. Die Leiche flattert man nämlich noch. Erspart uns dann später wieder zurückgehen zu müssen, deswegen. Oh je. Jetzt sind wir anscheinend in Baunama drin. Was ist denn nur noch mit dabei? Ein Bronto, okay. Zwingt mich diese blöde Darkspawn wieder dazu, Tiere umzubringen. Okay, der Bronto hat's überstanden. Der sollte sich noch einen Wundumschlag neu zwitschern. Und ihr kriegt noch einen Sturm ab, ne? Moment. Machen wir lieber einen Kältekegel. So, weil ihr so unwahrscheinlich hässlich seid. Hoppala. Heilnummer Stan, wenn möglich. Ich hab gesagt, Stan Heiler. Okay, dann zwitschert ihr nochmal einen Wundumschlag rein. Das hat mich jetzt gelegt. Okay, dann spielen wir mal Saffron. So. Immer schön weiter Heiler und du immer schön weiter Nemmer. Okay, wir spielen nämlich Saffron. Der ist schleppend langsam. Okay, Charakter ist wieder aufgestanden. Als erstes wird sich mal eine schwache Verletzungsausrüstung neigezwirbelt, genauso wie bei Saffron. So. Dann darf Morrigan Aufsteiger. Ja, Geistheiler wäre halt cool gewesen für sie. Sie kriegt Klugheit, Willenskraft und Geschicklichkeit. Als nächstes darf sie heldenhafte Aura lernen. Distanzgeschosse Abwehre kann halt wirklich praktisch sein, ne? Gerade wenn du wieder so ganze Armada von Darkspawn rumsteht und einfach nur Pfeile verschießt. Das ist das, was bei Stan den permanente üble Schade gerobbt hat. So. Ja, da sind wir jetzt im Baunama. Da ist das Tor. Ne, das wäre das hier gewesen. Und da geht's dann zur Stadt rein. Befürchte nur, die Stadt sieht nie so schön aus, wie sie sollte. So wie wir es zum Beispiel von Orzammar gewohnt sind. Geht. Da. Der ist gerade vor... Ups. Gerade vor euch. Ja, jetzt haben sie sich natürlich verdeelt. So, drauf. Und hier. Okay. Ich bin anscheinend in einer magischen Lähmung drin. Hier. Alter. Okay. Schnell, schnell. Lebt hier noch was? Nee. Alter. Gut, Leiche flattern. Kodex über Bewahrer. Sarkophag mit Langbogen.
Sarkophag mit Feuerblitzbolzer. Spannend, spannend. Und Seppel mal aufmachen. Feuerpfeil. Die gehen mal wieder teuer weg. Und der hat noch 73 Silber in der Tasche. Ja, allmählich kriegen wir aber noch mal richtig gut Geld hier. Also gerade Orzammar, muss ich sagen, hat richtig gut getan. Für den Geldbeutel, da haben wir jetzt ordentlich Geld gesammelt. Können wir dann im Lager noch bei unserem richtigen Zwergehändler noch was Gescheites holen. So. Ja, da können wir jetzt noch die Nebentüre und so nochmal untersuchen, die Räume durchsuchen. Ja, dann entschärft das mal bitte. Okay. Ah, da kommen sie schon. Die Sapperjockel. Da ist nur ein Einzelner. Der ist für euch. So. Ja, der ist noch für euch. Okay, warte mal. Bin da hin. Ui! Okay, du hast mich gerade gelegt. Saffron, mach doch mal das hier weg. Und drauf mit dir, Ochs. Und hier noch. Gut. 0-0. Aha. Tja. Okay, jetzt steht da mein Charakter wieder. Darf sich gleich mal die schwache Verletzungsausrüstung wieder zu Gemüte führen. Wir wollen hier kumulativer Mali sammlen durch das ständige Downgear. Schicke Vase können wir auch wieder verkaufen. Und Dolch. Wir nehmen erstmal alles mit und wenn da wieder Müll dabei ist, dann verkaufen wir den Müll. Okay, da geht's auch wieder irgendwo lang. Bis noch ganz ohne. Haben sie sich ein schönes Heiligtum eingerichtet. Können sie einen köstlichen Erzdämon anbeten. Verdeibel. Ja, Herlocks. Und da sind sie schon, die Kaschwaffen Dienst. Was noch da ist, wird eingefroren. Das zerbersten wir. Und so ziehen wir noch ein bisschen Lebensenergie ab. Bleibt nur noch der Zauberer von denen übrig. Und noch ein verdorbene Spinner. So, drauf. Ja, wir ziehen erstmal hier alles ab. Uiuiuiuiui. Uralte dunkle Brut. Ach du Scheiße. Na, ist aber denn so eine Art Häuptling oder irgendwas in der Richtung, der wahrscheinlich den ganzen Teil hier kontrolliert. Und das war gut genug für Stan, um ein Level aufzusteigen. Ja, ich hätte ihn so gerne Berserker oder den Plünderer geben. Okay, er kriegt wieder ein bisschen Stärke. Ein bisschen Geschicklichkeit und Willenskraft können. Na, Konsti. Konsti braucht er. Scheiß auf die Geschicklichkeit, er kriegt noch mehr Konsti. Der braucht das. Dann kann er den Todesstoß hier lernen, passiv.
Mit jedem Gegner, der durch die Hand des Kriegers fällt, scheint das Ende des Kampfes näher zu kommen. Durch dieses Empfinden wird ein Teil der Ausdauer des Kriegers wiederhergestellt. Das kann nützlich sein. So, jetzt gucken wir mal, was der hat. Die uralte dunkle Brut. Oberflächlerklinge. Die Klinge eines hochwertigen Elfenschwertes, eine unfertige Inschrift, leuchtet schwach. Ob des verwendeten Lyriums bleibt aber unleserlich. Du hast alle Bruchstücke des Schwertes des Oberflächlers gefunden. Vielleicht findet er Frieden, wenn du sie zu seinem Leichnam zurückbringst. Seine letzte Ruhestätte befinden sich in den Höhlen östlich des Ortanteigs. Ja, dann werden wir dann dort noch mal gucken. Noch eine Höhle östlich des Ortanteigs. Ich habe irgendwie das Gefühl, das führt uns hier... Wo wir hier müssen. Deswegen, solange wir hier noch Halt machen können, lassen wir das erstmal gut sein. Und dann gucken wir mal, ob wir von dem Oberflächler, von dem Elfen vielleicht noch irgendwie eine tolle Klinge kriegen, ne? Nachdem wir jetzt alle Bruchstücke zusammen haben, könnte es sein, dass das wieder zusammengesetzt wird. Und dass der uns dann die ganz tolle, schnaffte Klinge zum Schluss schenkt. Ups. In Sackgasse wollte ich nicht rennen. So. Dann vielleicht doch hier nochmal, ne? Erstmal über die Brücke gucken. Obwohl ich doch bezweifle, dass es doch richtig drüber geht, ne? Alles Monumentale ist ja hier kaputt geschlagen, ja. Siehe Brücke. Das war dann wohl Arian-Schuss in der Ofen mit der Brücke. Aber wir finden immerhin noch einen gefrorenen Blitz. Ganz wichtig. Alter, dieser riesen Blutfleck hier. Ja, dann gucken wir halt hier nochmal rein, ne? Ja, das ist hier... Ach, schauen wir mal, ob das in der Mitte zusammenläuft. Wir werden es rausfinden. Ah, nee, das ist einfach nur fast sich, oder? Okay. Gucks. Und du, Morrigan, machst jetzt mal diese heldenhafte Aura. Genau, Distanzgeschosse. Möchte ich jetzt auf mir jetzt mal haben. Ui, du hast den welcher. Und gleich mal drauf. Eifriere die Sausäck. Dann gleich mal zerberste lassen. So, und von denen kriege ich ja halt immer nur Pfeilschade ab, ne? Ich glaube, das rächt sich jetzt schändlich, dass ich nicht den Konstitutionsskill habe. Über die unbekannte Bürde der Zwerge. Gut, dann flatter mal hier nochmal. Na, das ist nämlich die Sache. Wenn das jetzt hier so Dinger gewesen, die hier verlaufen und das wären beide durchgegangen, jo, ne? Hätten wir halt gucken müssen. Aber insofern haben wir hier einfach nur einen Raum verpasst, den wir nochmal plündern können. Und das wollen wir ja nicht. Stiefel der Legion, Drachenknochen. Okay, die geben nichts Besonderes, aber das wird wahrscheinlich... Jo, neuer Kodex-Eintrag, die Kaste der Toten. Das ist aber Quest. Ja, wahrscheinlich die Legion der Toten, die sich als irgendwie Kaste ansieht. Dann können wir wahrscheinlich deren Ausrüstung sammeln, weil geil sieht die ja schon aus, wenn wir die Zwerge so sehen. Die der Legion A gehören, die sehen ja schon ziemlich beeindruckend und cool aus mit ihrer geschwärzten Panzerrüstung. Das macht schon was her. Zwergerrüstungen generell sehen immer geil aus im Fantasy. So. Und zwergische Rüstung, guter Stahl. Okay. Wäre wohl an der Zeit auch für Stan mal wieder neues Equip zu sammeln. Ja, dann geht's hier über die Brücke nicht weiter, die ist zerrobbt. Hier ist nur ein weiterer Raum gewesen, wo man hat plündern können. Dann marschieren wir doch einfach mal in die Richtung hier weiter. So. Da haben wir mal wieder zu früh vorgegriffen bei dem Kram. Und müssen jetzt halt wieder zurückkehren. Was man mit dem Kopf hat man in der Bäh. Altes Sprichwort, ne? Wenn man halt nicht an alles denken kann, muss man halt sich mal laufen. Das ist ja ein altes Sprichwort.
dürfte eigentlich jeder kennen, hoffe ich, ne? Was man in den Kopf hat, meinte Bäh. So, und zack, zack. Wutz. Stan, Herr Uff. Das ist das erste Mal der Fachmann-Entschärfer. Ochs am Berg, du gehst da hier. Und du? Nein, nein. Anderer Ochs am Berg. Kann der das nicht entschärfen, den scheiß Stolperdraht? Ja, dann halt nicht. Dann halt nicht. Okay, das Ding ist jetzt auch wieder aktiv. Okay, halte mal den Gauler. Der wird erstmal geheilt. Der wird geflattert. Ja, das Ding ist wieder aktiv. Das ist halt kacke. Dann fliehen wir alle lieber hin dran. Wenn der sich jetzt halt wieder einstellt. Und jetzt erst wieder drauf. So, vielleicht kann er sie jetzt auch entschärfen. Dann dappische Stolperdraht. Na, geht es nicht? Der wird er wohl noch. Hier irgendwo. Nee. Nee, tatsächlich nicht. Das ist ja echt blöd geregelt. Dann halt nicht. Merkwürdig. Okay, das Todeswurzelextrakt holen wir uns auch noch. Oh, da kommen wir was Repräsentatives hier. Wo Genlocks und Hurlocks rumhocken. Wird auch gespeichert, weil es so toll ist. Oh, wacht. Oh, das sieht schon geil aus. Kann man nix sagen. Allerdings viel natürliche Höhle und Grütze und ekelhaft. Quatsch. Und drauf. Und um mit dir. Und immer weiter. So, wir rücken auch ein bisschen hoch. Ach, da hinten ist noch ein Schmiedemeister. So, so. Der kriegt gleich mal einen Feuerball in die Gosch, weil er so hässlich ist. Dann kriegt auf jeden Fall Stan die Heilung. Dann sollte sie, wenn möglich, auch noch den Pfeilschutz auf Stan machen. Er soll sich einen Wundumschlag gönnen. Und dann kriegt er noch die andere Aura drauf. Dann nochmal Heilung auf Saffron. Der hat es gerade ein bisschen nötiger. Wundumschlag Gönner. Okay, der zappelt da immer noch kräftig rum. So, Stan Heiler und weiter. Und warte, jawohl. 111 Erfahrungspunkte hat er gebraucht. War so ein Bossgegner nicht schlecht. Gut, der Alpha hat wieder fast eine Goldmünze, 3/4 Goldmünze hat er bei sich gehabt. Gucken wir mal, was der Overgoscher hier bei sich gehabt hat, außer zerbrochene Kiste und Stäh. Wenn du schon das Zeug aufbewahrt wird, na dann brauchst du Mahlzeit. So, gucken wir doch mal. Was hat er dann? Der Genlock-Schmiedemeister. Ein Rubin, Speerwerfer aus Silanholz. Hammer des Schmiedemeisters. Och ja. Feuerresistenz und Angriff.
Weißt was? Weißt was? Oh, hoppla. Seppeln wir mal auf. Perhaps I could have a try at that. Ja, der kriegt's auf 38 Feuerblitze. Heieiei. Dann... Stan, mein guter Freund. Ja, ist es doch. Nee, Yusaris ist nach wie vor stärker. Macht nämlich 16,5 Schade. Und der Hammer des Schmiedemeisters nur 12,6. Okay, tja. Na, dann bleibt's doch bei der alten Bewaffnung. Da hat ja Stan schon das Imba-Equipment, obwohl ich eigentlich echt gedacht habe, der tiefe Wege findet man tolleres Zeug. Naja. Aber so sehen doch Zwergehalle aus. Alles glatt, ne? Die Decke schä gemacht. Mit monumentale Pfeiler. Mit Bodeplatte. So sieht das doch richtig aus. Okay, da rechts ist noch ein Raum, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, wieder Sargkammern. Ui. 70 Feuerblitze und 40 Feuerpfeiler. Da kann ich ordentlich dafür verlangen. Zwergischer Streitkolben, der wahrscheinlich ein Scheißdreck wert ist, genauso wie die Kriegsaxt. Aber immer mal wieder sind hier Grabnische. Das finde ich ganz interessant eigentlich, wie die Zwerge bestatten. Als Archäologe interessiert mich sowas natürlich umso mehr, weil Bestattungsrite geben immer wieder einen Einblick in die Kultur. Dafür studieren wir ja auch Gräberfelder. So, hier nix mehr, nix mehr. Und gerade an Beigabe kann sich sehr viel Aussage lassen. Können sehr viele Aussagen getroffen werden, so rum. Okay, jetzt sind wir wohl eine Stufe höher, oder? Nee. Nee, wir sind einfach nur auf der anderen Seite von der Brücke gelandet. Okay, alles klar, selbe Höhe. Da ist auch noch wieder zu. Da kommt jede Menge Kreischack-Socks. Das machen wir gleich mal hier. Bumm. Drecksviecher. Und was hier noch steht, wird ereist. Die zerreißen mich gerade dezent. Ich sollte mal vielleicht einen anderen Ort suchen, ja? Warte mal. Hässlich, hässlich. Immer weiter, weiter. Mein Charakter hat nicht die Konsti für so einen Scheiß. Alles Eifrierer. Und der Rest hat Murkser. Gut. Ah, fast eine halbe Goldmünze wieder. 290 Goldmünze übrigens so nebenbei gerade als aktueller Stand. Mhm. Super Sach. Ja, die Brücke ist nach wie vor nicht durchgängig. Das heißt, wir müssen jetzt hier über den Nordteil wieder gehen, damit wir da in den Bereich, in den Ostbereich hier weiterkommen. Da hätten wir so ein Stück locker bequem rübergehen können, aber nö, komm, wir machen es umständlich. Das muss so sein. Als wäre das Regel, die festgeschrieben ist. Okay. Dann gucken wir da nochmal schnell rein. Sagen da nochmal Hallo zu verzehrende Skelette Dämon. Runenstein. Über die unbekannte Bürde der Zwerge nach wie vor. Na gut, aber nee. Komm, wisst was. Ich jetzt sage, wir machen an der Stelle unseren Cut. Und sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder, wo wir dann tiefer hier noch Daunamar oder Baunamar oder wie es auch immer heißt, vordringen werden und weiter Richtung Amboss der Leere, gen Osten vordringen, aber erstmal noch Norden. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.